Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöner Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Avec is avec, der zimmert auch Kinder, Blätter vergeilte liegen auf dem Grab. In die Rajoines, alte Chaloine, sie gehen zurück, Zimmer, Rose über Himmel, Blut über Berg. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zunächst Meir David. Auf unser heutigen Programm 2 Interviewen mit 2 gar interessante Gäste. Zuerst wollen wir hören mein Interview mit Raphael Finkel, was ist Professor von Computerwissenschaft beim Universität von Kentucky. Aber ist bekannt auf der jüdische Gast für seine Welt von Machschirim und Ressourcen, was schafft und macht zutrittlich, umsiehst auf dem Internet. Und wegen dem wollen wir hören. Und der zweite Gast ist Christa Whitney, Direktorchef von dem Wexner Oral History Projekt beim Jiddisch Bücher Center in Amherst, was sie arbeitet auf einem Film wegen der verstorbenen Poetesse und Jiddisch-Aktivistin Bela Schechter-Gottesmann. Dem Interview hat mit angeführt David Brown. Hört sich weiter zu und hört ein bisschen von Bela Schechter-Gottesmann allein, wie sie singt ihr eigen Lied Sommertag. Der zimmert auch Kinder, Blätter vergeilte liegen auf dem Grab. In die Rajoines, alte Chaloine, sie gehen zurück, Zimmer, Rose über Himmel, Blut über Berglech, Beimer zitzwagt, der Grün bei der Saat. In die
joines, süße Verläumes, goldene Finke, blischen für ne Wahl. Wie ist es, wenn die bist stehen geblieben, angekickt sich, als schier nicht zu spät, schier nicht verfahren, schier nicht verloren, schier nicht verfehlt, die Simmertee. Wien ist das Läufen, was ist das Eilen, Kopf über Kopf, wer wem zerträgt. Geht meine Basinde in eine stille Fartum, bis warm das Licht, wenn die Simmertee. Weg is weg, der Simmertog Liebe, vergrut in a Schkie, wie in a Heck, in es schäpschet die Werbe, für ne Winden gewiegte, a Bänken die Klie. Für die Simmertee. Ich bin bei der Jiddischwoche 2017. Mit geht euer Name? Mit Raphael Finkel. Raphael Finkel heißt ich. Der erzählt ein bisschen wegen sich allein, von wann es stammt ihr und von wann es kommt euer Jiddisch. Ich bin geboren geworden in Chicago und mein Tate Mama seien beide Jiddischredners, aber sie haben nicht geredet kein Jiddisch. Das heißt, dass zu 5 Jahre alt haben sie weggelegt die Sprache, wenn sie haben erst gedarf gehen in öffentliche Schulen. Vor dem haben sie geredet in der Heimbleis Jiddisch mit Baba Seiden. Der Tata hat gedenkt, das auch Jiddisch. Und wenn seine gute Freunde sind gekommen zu Gast, haben sie geredet ein bisschen auf Jiddisch. Und ich habe das erste Mal gehört Jiddisch in der Heim, wenn dem Tatens gute Freunde sind gekommen. Euch haben sie für uns gekauft etliche Plattes, Le Moschel, Mark Olf, etliche von seiner und Terra Bekel und Martha Schlama, habe ich zugehört zu einer jüdischen Rekordierungen. Aber man hat nicht gehabt kein jüdisches Gespräch. Man hat nicht geredet kein Jiddisch in der Heim. Es ist gewesen bloß später, wenn ich bin gewesen, bis graduierter in der Universität von Chicago, habe ich genommen etliche Kurse mit dem Rav Tickton, was hat gelernt Jiddisch. Und nachdem habe ich sich allein ausgelernt mit Lernen eine Sache. Aber mein Jiddisch stammt von Chicago. Ihr seid sehr gut bekannt auf der jüdischen Gast für eure Welt mit nützlichen jüdischen Computermachschirmen. Wir wollen sehr gern kommen zu dem. Könnt ihr anheben, ich weiß nicht, wir wollen kennen kommen zu uns auf, aber könnt ihr anheben zu erklären, was ihr kennt, was ihr habt für dem jüdischen Eulen von jüdischen Computernutzer?
Es hat alles angeheuben mit, ich mein, Peter ist ein erster Name in Deutsch, was ist gewesen lange Jahre der Setzer von Vorwärts. Und ich hab ihn getroffen, ich gedenke viel mehr nicht wo, hat gesagt, dass Hallewei wollte gehabt, ein Programm, was wird kennen, gefunden, Ausleg greisen, weil hat gewollt, hat gedarf setzen die alle Artikeln von Vorwärts. Und ich meine, es muss sein in die erste Tag, wenn man hat genutzt Computers dazu. Und ich habe gemacht ein Regime von Wörtern. Und das habe ich noch. Und die Regime von Wörtern steht hinter einer Sache von den Marschieren, was ich habe gemacht. Jetzt ist das schon ein Wörterbuch. Man kann finden online das Wörterbuch. Man kann suchen, oder mit hebräischer oder mit englischer Aussies. Man kann suchen oder von Jiddisch in Englisch oder von Englisch in Jiddisch. Oder man kann suchen Leute, die man kehren. Lamaschal, man will sehen, was hat Bescheves genetzt. Ein Wort, was ich habe nicht gekannt gefunden, in irgendwas anders. Sucht man Bescheves. Und euch Shalom Aleichem und euch andere. Wörter, was ich habe genascht, erst von vorwärts. Ich lege das euch. Man will wissen, was sind die Klangen von Chayes. Schreibt man rein, bloß zu suchen Sound of. Und man wird sagen, Hirschen und Hafken und die alle Klangen, was die Chayes machen. Und man will sehen, die nicht salonfähige Wörter. Schreibe rein Tabu. Wird man sehen, ein Schlall mit Wörtern, was man nützt, sie nicht in zwischen Leid. Anhebendig mit der Wörterbuch habe ich gemacht, andere Marschieren, was können le Marschall kontrollieren Ausleg, was ist gewesen der erste Ziel, euch verwandeln in die erste Tag meint in die 90er, wenn man hat noch nicht gehabt Unicode, hat man gehabt etliche besondere Codierungssystemen zu libyidischen andere Sprachen. Und sie seien nicht gewesen dasselbe. Man hat genutzt ein Programm zu machen Jiddisch und hat gewollt, das reinbringen in noch ein Programm, hat man nicht gekannt. Habe ich gemacht, was hat geheißen Schreibmaschinke, was soll lassen, man soll reinschreiben oder reinlegen eine Tecke, gemacht mit ein Codierungssystem und es wird heraus nach einem. Heutzutage nützen gemacht alle die Unicode-System, aber die anderen bleiben noch besetzt. Und von der Schreibmaschine, mit der Schreibmaschine kann man reinklappen mit Jivo Ausleg auf Galches, das heißt englische Aussies, und sehen, wie das soll sein mit jiddischer Aussies. Oder verkehrt, ob man will. Und das kommt zu Nutz. Mit der Wörterbuch hinter dem kann ich korrigieren. Man kann reinlegen URL von, das ist noch ein Programm, URL Marshall von einer Seite von Vorwärts und wird heraus die alle Wörter von dem, was mit der Hintergrund oder gel oder rot, für die Wörter, was seien nicht zu finden in mein Wörterbuch. Mit dem kann ich naschen neue Wörter und mit dem kann ich euch sein Ausleg reisen. Hallewei wollte der Vorwärts allein genutzt die Programm, weil sie wollten verspürt das 8000 in Ausleg. Euch habe ich gemacht für sich allein ein OCR-Programm, das heißt optische Buchstabenerkennung. Und mit dem kann ich nehmen einen skanierten Text und überwandeln den Text in Unicode Texten, was ein Computer allein kann durchsuchen. Ich habe das genutzt zu lieb dem größten Wörterbuch von der jiddischen Sprache, was befindet sich auf meiner Webseite, die alle die 4 Bänder. Man kann suchen durch dem. Euch andere Werk, Lamaschal, Mishpacha Maschber. Und die größte Projekt ist die alle Werk von Shalom Aleichem, was betreffen 5600 Seiten. Habe ich gemacht von dem ein OCR. Und jetzt darf man lernen Korrektur, weil OCR ist keinmal nicht 100%. Dalet sieht aus wie Reish. Und Malupen Vav sieht aus wie Vav allein.
Es eine Sachfallen, wo die Programm hat falsch erkennt, die ICS. Und ich nutze jetzt, was heißt auf Englisch Crowdsourcing. Ich will davon suchen, in einem Wörterbuch zu sehen, wie man sagt Crowdsourcing auf Jiddisch. Aber mit der Chaliastra über der Welt von Kenners von Jiddisch hat man schon übergeguckt, 82% von die allerseitlich hat einmal. Und geprüft, man sagen Tauer sein und reinlegen, richtige auslegen, also weiter. Und zum Sof wird man haben die alle Werke von Shalom in ein Eifen, was man kann durchsuchen, man kann abdrucken und so weiter. Es sind Anheb, hat man gekannt, übersuchen durch dem. Aber wie wir verbessern, kann man suchen, verbesserte Nussach allemal. Und man will sehen, Lamashal, was ist die weiße Chevra, ein Wort, was ist nicht so bekannt. Kann man suchen in Shalom zu sehen, wie nutzt das Wort, den Begriff weiße Chevra. Man wird sehen, als nicht wie Peretz, was sagt weiße Chevra, sagt Shalom die weiße Chevra-Nickes. Aber ich will nicht sagen, wird der Zuhörer dürfen zukommen zu meinem Websort und suchen allein weiße Chevra. Chevra ist Ches, Weiß, Reish, Hey. Und sehen allein, was das soll bedeuten. Was soll man suchen oder einklappen, zu kommen zu eurer Websort? Das Geringste ist zu beten bei Reb Google. Man sucht also Refoil mit englischer Aussicht, Refoyl, und danach ein Wort Jiddisch. Wird Reb Google euch weisen, wo mein Websort soll sein. Das Websort allein heißt Refoils Jiddisch Texten oder etwas so. Und es ist ein Suchmittel in Anheb von der Seite, was man kann geben einen Klick und gewinnen das Wörterbuch, man kann gewinnen die Werk von Shalom, man kann gewinnen Stutschkows Oizer mit englischer Aussicht, reingeklappt von Shimon Neubergen. Aber ich habe gemacht einen Zutritt zu dem, als man kann durchsuchen. Das kommt oft sehr zu Nutz. Und die anderen Sachen, was ich habe getan, sind alle zu gewinnen von einem Website. Eine riesig nützliche Arbeit, ein Stückel Arbeit. Ihr habt geantwortet, von wann es ist gekommen zu euch Jiddisch, von wann es ist gekommen zu euch Computersprachen. Wenn ich habe geendigt, mein bis graduierte Programm, habe ich gefragt ein Eize bei einem Eizegeber, in was für eine Universität soll ich sich anwenden, zu bekommen ein höheres Diplom. Hat man bei mir gefragt, in was liegen die Interessen? Habe ich gesagt, 2 Sachen, Linguistik und Computer. Ich bin gewesen, in jener Zeit ist nicht gewesen kein weit gesprächter Computer Limud. Bin ich gewesen von der Mathematikerabteilung. Hat man mir eine Eize gegeben, erstens eine Frage. 2 Sachen hast du gesagt, Linguistik und Computer. In was bist du besser und in was bist du mehr interessiert? Habe ich geantwortet, ich bin mehr interessiert in Linguistik, aber ich habe Fähigkeiten in Computer. Hat mir geätzet, als ich soll sich kehren zu Computer wie ein Fach und halten auf der Seite Linguistik. Es soll bleiben frisch und nicht übergetrieben. Ich soll das halten wie man sagt, ein Hobby. Und Computer wird sein meine Arbeit. Und so ist es gewesen. Ich bin gegangen in die Universität zu lernen und bekomme ein Doktorat in Computerwissenschaft. Und danach bekomme eine Stelle in der Universität von Wisconsin in Madison, wie Computerwissenschaftler. Und dort bekomme ich Chazaka. Aber ich habe allemal gehalten, Linguistik auf der Seite. In den letzten paar Jahren, letzten 10 Jahren, habe ich Tage ungeheuben arbeiten mit Linguisten. Und ich habe euch ein Schlallprogramm zu Linguistik, aber das ist ein Indien für sich allein. Ihr seid in Wisconsin, Sie in Kentucky?
Ich bin gewesen 10 Jahre in Wisconsin und dort habe ich Chasene gehabt und die Frau hat bekommen ihr Doktorat. Haben wir gedacht suchen einen Ort, wo wir können beide sein Akademiker. Wir können nicht sein ein Akademiker in selber Universität, wo man hat bekommen ein Doktorat. Hat man nicht gekannt bleiben dort bei Universität von Wisconsin, haben wir gesucht. Und wir haben beide bekommen Stellen in Universität von Kentucky. Das ist gewesen in 86. Haben wir gemeint, dass öfter wollen wir dort bleiben, ein Jahr, 2, öfter 5, und finden etwas Besseres. Und das ist gewesen mit 31 Jahren zurück. Sind wir dort geblieben, dort haben wir gehabt Kinder. Die Kinder sind weg auf Universität und zurückgekommen. Jetzt wohnen wir alle in einer Stadt in Lexington, also glücklich seien nicht alle. Und das ist ein schöner Ort. Wir haben nicht für uns gerechnet, dass Lexington, Kentucky wird sein also gut ein Ort. Es hat aber Kinder, es oft zu ziehen Kinder, aber also ist gewesen. Was sind von euren zukünftigen Projekten binnen Jiddisch, lassen wir das begrenzen zu dem, weil ihr habt mit damals auch Projekte. Ich bin nicht sicher. Bald wird sich entdecken, im Yirtz Hashem, die Projekt von Shalom Aleichem. Will ich hereinlegen in dem Marschieren, was man soll kennen mit dem Abdrucken, ein Teil von dem, mit Unicode oder in PDF oder so. Nachdem kann ich nutzen dieselbe Programmwerk auf andere Texten. Man hat ein Eize gegeben als ganz Peretz, zum Beispiel, oder Itzig Manger oder andere. Von Zeit zu Zeit kommt man zu mir mit Abakosha, mit der Text, und ich tue, was ich kann. Aber ich habe nicht kein besondere Projekte schon ausgeforscht, was ich soll tun in der Zukunft. Lass mich euch sagen, dass ich nicht ein Programm Schreibmaschine verkehrt alle von meinen Presseannoncen für den jüdischen Call. Lass mich euch bedanken für sehr nützliche Programme. Und ich darf was, ich freue sich allemal, wenn ich höre, als ich soll nutzen meine Programme, weil dafür habe ich sie geschaffen, als man soll sie nutzen. Und ich gucke einmal durch Google Analytics zu sehen, ob man kommt Tage in meine Webseite rein. Und ich freue mich, wenn ich sage, ja, ein Erich von 500 bis 1000 Hits klappen alle Tag. Und das rufen sie seien zu dem Wörterbuch. Aber ich sage euch, zu Schreibmaschinen und andere Sachen. Ich freue mich, wie ich sage, als das ist gekommen nützlich. Und als es bezahlt. Das heißt, dass man kann das nutzen. Und die, was wollen haben, die Regime von Wörter, was liegt hinter dem, oder die Programmwerk allein, schickt mir einen Blitzbrief. Nicht einmal habe ich geschickt die ganze Sache zu Menschen, was können das nutzen. Es ist nicht privat in dem Sinn. Es ist unter, lassen wir sagen, einer Creative Commons Lizenz. Ja, das ist wichtig zu sagen. Ich stelle sich vor, weil ihr tut das umsist und es ist mit dem Leute ihr Prinzipien, also ihr wollt das tun umsist, für wie man auf das, ich weiß nicht, wie man wollte das gerufen, Free Software oder Open Source Software. Ich will, ihr sollt das allein erklären. Lass mich sagen Open Source. Ja, ich habe lang zurück beschlossen, als nicht kein Geld will ich nehmen für jüdische Zwecken. Aber ich tue etwas Jiddisch, will ich nicht nehmen, kein Geld dafür, bloß Covid. Es kommt euch eine Sache Covid und mit dem lassen wir endigen und Jascha Koyach und schönen Dank. Nicht dafür was. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem. Hi. I'm Krista Whitney, one of the directors of a new film about Yiddish artist and activist Bela Schechter-Gottesman. We at the Yiddish Book Center's Wexler Oral History Project have come to the realization that in order to bring the amazing stories we've collected to a wider audience, we have to go beyond the archival format. We are excited to announce our short film, Bela,
the latest film in our series Beyond the Books, Yiddish Writers and Their Descendants. With your help, we can tell the story of Bela Schechter Gottesman, a cherished figure, artist, and activist of the Yiddish world. Und also hat gehört, Krista Whitney reden dich auf Englisch wegen dem neuen Film Bela, was sie ist von dem einer von die Regissorkes und sie appelliert zu Menschen zu helfen stützen endigen dem Film. Und wegen dem Film wollen wir hören in ein Interview, was ich habe heint gemacht mit ihr. Und mit mir ist gewesen David Brown. Jetzt mit mir ist David Brown und Krista Whitney. Krista, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. David, was machst du? Gut, danke sehr. Was macht ihr beide? Gut. Gut, alles in Ordnung. Gut, wir wollen reden mit Krista speziell wegen dem neuen Film, das heißt Bela, The Artist and Her Legacy. Und Krista, sei begrüßt und Yashikoich wegen dem Film. Wo hält man mit dem Film und ein bisschen wegen dem Hintergrund vom Film? Ja, nur in 2013 haben wir gemacht ein Interview mit Belen auf der Jiddischwoche und nachdem haben wir getracht, schon jahrelang, als wir dürfen machen, einen Film wegen ihr. Lass mich noch sagen, von die, was herrscht, das ist Bela Schechter Gottesman, die jüdische Poetesse und Volkssängerin und Malerin. Ja. Das ist auch der ganze Name. Entschuldig, ja. Alle Menschen sagen schon nur Bela, das ist. Ja, richtig. Ja, als wir haben gemacht andere Interviewen mit ihrer Mischpache, mit ihr Sohn Itzik Gottesman und ihr Enkel Esther Gottesman und euch andere, was haben ihr gut gekannt oder gelebt, leben ihr in der Bronx, in der Jiddisch Zwiebel dort in Brembejivke. Und wir halten und machen einen Film wegen ihr, was nutzt die alle Interviewen und euch eine Sache von ihrer Kunst und Lieder, eine Sache von ihrer Poemen sind geworden, euch Lieder zum Singen. Wir proben machen einen Film, was ist ein bisschen wie sie es gewinnt mit ihrer Kunst. Sie hat geschaffen eine Sachkunst in verschiedene Mines, das heißt Zeichnungen, Lieder, Poesie und Malerei. Und also als in dem Film kann man euch sehen, als wir haben verschiedene Materialien, was wir nutzen. Das heißt die Interviewen und euch Animatie und ihr Malerei und Lieder. Das heißt ein eklektischer Film wegen einem eklektischen Menschen. Ja, das heißt, dass ich meine, es sieht euch nicht im Ganzen eklektisch, es sieht euch wie ein Dokumentarfilm, aber es hat also Untergrund und Meinung in das ist, was wir proben tun, le Covid ihr mit der Film. Und wie, also, wenn du sagst mir, wer ist mir? Von wem besteht das? Ja, also das ist ein Projekt, was ist von dem Jüdischen Bücherzenters Geschichte Shabal Pei Projekt aufgenommen von Wechsler. Das ist nicht unsere tagtägliche Arbeit, aber wir haben Proben machen, filmen, so als die Materialien, was wir haben bis jetzt gesammelt mit den Interviewen, haben ein breiterer Eulam. Dokumentarfilm hat ein breiterer Eulam wie nur Interviewen in einem Archiv, meinen wir. Und ich bin nur eine von den Director auf Englisch, Co-Director. Wir sind zwei, was arbeiten auf dem. Ich bin der, auf Englisch wollte man gesagt, Director und Producer.
und ich arbeite mit Liz Walber, was die Redaktorsche und die andere Direktorsche. Das ist das erste Mal, was Wexler Oral History oder Wexler Geschichte Chevalpe macht a Feature-Film, sozusagen. Ja, es wird wir haben bis jetzt gemacht etliche sehr gar kurze Filme, das heißt 8 Minuten zu 10 Minuten, aber das wird sein 40 Minuten, 45 Minuten lang, meinen wir. Wir haben es noch als nicht geendigt, versteht sich. Aber das ist der Ziel. Wo hält man, was ist der Status, was darf man tun, zu endigen? No, wir haben jetzt die Kampagne auf Kickstarter, was wir sammeln Geld zu verendigen, weil wir wollen machen 2 oder 3 Interviews mehr und wir dürfen es, versteht sich, arbeiten ein bisschen mehr auf die Materialien machen unter Keplach und sammeln verschiedene Materialien, was wir haben nicht bis jetzt. Und zu der Ziel haben wir gemacht, dass der Kampagne auf Kickstarter soll zu verendigen der Film, als alle seinen alle kennen geguckt haben auf der Trailer, was wir können sehen auf unserer Webseite, auf der Kickstarter Webseite und können sehen, was wir planieren machen mit der Film. Und wie soll ein Mensch finden, dem Kickstarter Webseite oder etwas? Ja, man kann nur klappen mal rein yiddishbookcenter.org/Bela-Film und das geht direkt in der Kickstarter Webseite. Was darf dir gedei mamschig zu sein, die Arbeit? Was ist der ganze Plan, Christa? Das heißt, eine gewisse Summe darf dir, ja? Gedei, ja, in der Arbeit. Ja, wir dürfen $18,000 und das ist, wir haben nicht gehabt, kein Geld besonder bis jetzt auf der Film und das wird sein, also wir können machen die Interviewen, was wir dürfen noch und das alles zugreifen für ein Eulen. Sehr schön. Und wird das sein unter dem Patronat von dem Buchcenter oder ist das ein selbstständiges Projekt von dir mit deinem Schutfilm? Es ist ja Teil von dem Jüdischen Büchercenter, aber es ist es zu lieb dem, was es ist ein neues Projekt, haben wir dürfen wir ein bisschen mehr Hilfe von allem, das zu machen. Es ist nicht kein kleines Projekt zu machen als ein Film, es versteht sich, es wir dürfen ein bisschen mehr Hilfe wie ständig. Mhm. Und kannst du uns erzählen ein bisschen, wie so Kickstarter arbeitet? Ein Menschen sind schon nicht damit bekannt, mit dem aber andere nicht. Ja. Es werden sich ankleiden Fonden, Lemoschel. Was tut man mit den Fonden, ob ihr habt nicht genug bekommen, ob ihr habt nicht da gereicht zum Ziel? Ja, das ist der Sakone mit Kickstarter. Als ob wir dergleichen nicht der Ziel bekommen wir kein Dollar nicht. Als wir dürfen dergleichen unser Ziel für Sof Oktober. Für Sof Oktober, das Ende gesagt, der heute darf ihr bekommen alle $18,000. Ja. Und wie halt ihr jetzt? Wie sieht es aus? Wir sind knapp halb haben wir schon
und wir sind ja inmitten Heudisch. Also hoffentlich wollen wir der Griechen, aber ich danke euch für Herren wegen dem Projekt, weil hoffentlich wollen mehr Herren von dem und willen verteidigen in dem. Die andere Sache wegen Kickstarter, was öfter ist gedeiht zu der Mannen, ist hat Matones mit was geht. Wenn man geht rein in das Webseite, kann man sehen, ob man geht ob man geht $100 bekommt man Amin Matone, ob man geht 36, es ist ein anderer Matone, was es ist Amin Matone für euer Hilfe und ihr könnt euch haben euer Namen in dem Film als Stützer, als das ist also Teil von der Kickstarter Modell. Mhm. Sehr fein. Ist das der erste Projekt beim Bircher Center, was benutzt dich mit Kickstarter? Oder hat man das früher getan mit anderen Projekten? Nein, das ist das erste Mal, was mir proben ist. Mhm. Sehr fein. So sein mit Hatzloche. Und als wenn planiert ihr, ob alles geht geschüre, ob ihr kriegt das, was ihr bedarf, als wenn meint ihr, als ihr wird können ausgeben und weisen dem Geräten viel? Ja, ich meine, es suspendet sich ein bisschen wegen mit was wir sollen, wir wollen es herausgeben, aber es wird sein in etliche Chadashim herum, das heißt in mitten 2018 meinen wir. Mhm. Ja, aber wir wollen es stellen rein in Festivalen und so weiter. Also, ja. Ihr habt schon gemacht sehr feines Interview, was man kennt. Es ist gedeiht, der Eulam soll wissen wegen dem. Ein Interview mit Balen, was man kann schon sehen, oder ich gedenke nicht, wie lange das ist. Aber das ist ein Interview. Ja. Mhm. Ja, die alle interviewen kennen. Ja, die alle Reihe, bestehend gesagt, interviewen seinen schon auf unserer Webseite yiddishbookcenter.org kann man finden die Wexler Oral History Project dort. Ja, ich habe schon gesehen im Interview mit Balen und mit auch anderen Menschen und sie seien Bämes wertige Kulturdokumenten. Ich habe mit dir mehr, ich habe mit mehreren zusammen gesehen, etliche Filme in die letzten Chadashim. In 2 Fällen seien das gewesen, die 2 Menschen nannte gute Freund und wo seinen erweckende Ewigkeit Chaverin von der jüdischen Programm, unsere Mitbeteiligte. Und goldene Interviewen sei mit Chassia Segal, alle Scholem, und sei mit Josef Lachmanen, alle Scholem. Und wir haben sich bei mir gelegt die Finger von den Interviewen, was wir haben gesehen, was du hast gemacht, das ist gewesen Christa mit Chasien und Aaron Lansky, hat es gemacht mit sicher. Mit Josef Lachmanen. Wir haben es gerottene Sachen. Ja, Maske und weiter habe ich gesehen, den Film mit Gella Schwed Fischmannen, Olea Shalom, das ist euch erneut sehr. Ja. Danke. Ja, wir haben mehr wie 700 Interviewen schon auf der Projekt. Da sind da hunderte Showen, was wir können sehen in die Interviewen und ich meine, es sind da Sachen äußeres zwischen die. Ja, es ist dir zu bedanken, Christa. Jascha Koyach für dem. Dank mir. Lass mir noch einmal geben dem Webseite yiddishbookcenter.org/Beylefilm, BEYLEFILM. Richtig? Ja, richtig. Dank. Und so sein mit Hatzloche.
und wir gucken raus. Also mit der Zeit sollen wir kennen sehen, feinen, verweilenden Film wegen Balen. Und das Hoffentlich, heißt, vielen Dank. eine Frage. Auch die Gitarre ist gewesen, also verweilerisch. Ich bin sicher, der Film wird sein Punkt also. Kann ich fragen? Mehr. Ja, Christa, wie so hat man gehabt ihr Kunst? In Film, was ich habe gesehen, sieht man Film von ihr Stub? Ja, wir sind einen Tag gewesen in der Haus, in der Stube und gemacht Fotografien von der Sache, von ihrer Kunst, euch gemacht Film von das Haus mit Itziken und euch etliche Mal gewesen in der Stube, was es jetzt ein Haus von der Sache jüdisch Redners. Und auf welcher Loschen ist der Film? Kimat im Ganzen auf Jiddisch. Wir haben aber alles mit Unterkaplach auf Englisch. Es ist da ein Interview, was ist auf Englisch mit Esther Gottesmannen. Aber die anderen sind alle auf Jiddisch. Mit Unterkaplach, sehr schön. Ja. Und hast du allein persönliche Zachronis wegen Bela? Du hast dich bekannt mit dir, ja? Ja, wir haben sich bekannt nur einmal auf der Jiddischfach. Ich habe schon gewusst wegen ihr und ihre Arbeit, ihre Lieder und auch Kulturarbeit in der Jiddischwelt. Und ja, es ist mir gewesen ein größer Covid. Es ist gewesen in Anheb von der Projekt, Interviewprojekt, als ich bin gewesen ein bisschen nervös. Gedenke ich, wie ich habe ihr gefragt und nicht gewusst, ob sie gewollt reden mit mir, was mit mein Jiddisch ist nicht so gewesen, es ist gewesen noch ärger wie jetzt, nicht gewesen so aber ich habe gewollt Tage reden mit ihr und zum Glück hat sie gesagt ja und wir haben gemacht ein Interview in einer von den Zimmern dort bei der Jiddischfach und was ich habe bemerkt ist, dass sie ist gewesen sehr offen. Sie hat, meine ich, verstanden, dass sie darf übergeben, was sie weiß, zu wem man gewollt hören von ihr. Ja. Sie hat, meine ich, gewusst, dass sie halt äußeres in ihre Sicherheit und von ihr Leben, was sie kann geben, die kommende Deures, und das ist ein größer Teil von ihrer Arbeit. Und ich habe gehabt der Covid, dass sie hat euch gekannt und gewollt reden mit mir. Ja, wir können sagen, bei ihr und beklar bei der ganzen Sprache, aber gar kennt bei ihr, euch bei ihrer Mama, sie hat gekannt 100 Lieder, wegen ihrer Mama hat man gerechnet, dass die Liebsche Schächter hat gekannt, wir rechnen wie viel, 400, 500 Lieder hat sie gekannt, auf Weißen wenig. Und ja. Die ganze Hanoi und der ganze Ziel von der Sprache ist gewesen, wie du sagst, übergeben. Auf Englisch Transmission, to transmit. Sie wollte übergeben die Sachen, nicht halten für sich, nur ausführen, sie auftreten mit die Werk und teilen Sachen mit sie und das ist der Stil das ist der Lebensteiger. Danke. Und wegen das kann man hören mehr in der Film, weil Itzik und Esther sind rein und eine von Belas Talmide Moichet, als wir können sehen, wie sie hat übergegeben und wie die andere geht weiter mit die Jerusha, was sie hat sie gegeben und zu der Mischpache und euch zu der ganzen Kechile, meine ich. Das heißt,
man weiß, wie sie hat zu tun mit der Talmud? Ich habe nicht verstanden. Sie ist gewesen auf der Weimar Sommerprogramm und sie hat eine Sach Talmidim dort. Als mein Herz von öfter nicht richtig gesagt Talmidim, nur Menschen, was sie hat gehabt Einfluss gemacht und Aschbauer auf sie. Sie weiß den Weg. Ja. Und wie soll kann man sich beklau, sagt er Wissen weiter wegen Wexler Oral History auf Twitter und auf Facebook und gib noch einmal die Webseite. Ja, auf Twitter sind wir Yiddish Stories und mit YIDDISH Stories und auf Instagram sind mit euch Yiddish_Stories und auf Facebook kann man suchen Wexler Oral History Project und ja, wir haben Sachmaterialien auf unserer Webseite yiddishbookcenter.org und versteht sich wegen der Bela-Film kann man sehen yiddishbookcenter.org/Bela-Film. Wunderlich. Und soll der Eulam wissen sein, dass David weiß sehr Sach wegen Belas Heim und wegen Belas amalig Platz, wo sie vielleicht auftreten, sehr oft in ihrer Gegend. David, ein bisschen wegen dem. Okay, ja. Nun gut, ich bin jetzt mit Belas Sohn, mit Itzi Gottesmann, bin ich ein Mitpräsident von dem Shalom Aleichem Kulturcenter, wo die Mischproches Gottesmann, Schächter und Fischmann haben sich eingeklebt in Bainbridge Avenue in der Bronx, gedei zu sein Punkt Leben der Schule. Und sie haben gewohnt jahrelang gegenüber der Schule. Die Schule ist geworden von einer Kinderschule, Kulturcenter später. Und das ist das einzige Ort in New York, bei heutigen Tagen, wo es kommt vor, alle heute. Wir können das verlassen auf dem, auf der Kalender, als wird vorkommen, alle heute eine Lektion, Abend, ein Konzert, ein Kulturprogramm bei uns im Shalom Aleichem Center. Bela ist gewesen, verbunden mit den Programmen, wie viel? Über 4 müsste Jahr zähnlicher von ihr Leben. Und mit ihr weggehen, haben wir sie verloren von der Verwaltung. Aber in der Verwaltung ist sie gewesen, das von den 1960er Jahren an. Christa, seid ihr gewesen, hatten filmiert etwas in dem Shalom Aleichem Center? Ja, das ist, man wird es kennen sein in der Film, haben wir gemacht, ein bisschen filmieren auf ein Programm bei der Shalom Aleichem Center. Euch kann man sehen, wie es ist, die Amolike Binyan, haben wir ein Bild von dem, es ist auch interessant zu sehen, wie es so sie haben geschaffen, Zwiebel sorten in Eckwelt, Bronx. Ja. Nur einmal ist das eben der Center von der Welt, oder? Ja. Faktisch. Und danach, aber man hat gehabt, zwei Adressen hat die Schule gehabt in ihrer Geschichte. Und ein ist gewesen ein gedungener Ort. Und danach, wie wir hat in 1941 oder 49, bekommen einen eigenen Ort, 49, ist es geblieben in die Hände von dem Center, von der Schule, bis zum heutigen Tag. In 49 hat man das bekommen und danach hat man das gemacht, Remont in 1961. Und das ist der Ding, wo wir haben noch die Programme bis zum heutigen Tag. Naja, ich kann euch sagen, ich weiß nicht nur etwas wegen der Geschichte von Balen und wegen der Geschichte von Shalom Aleichem Center in Bronx, nur ich weiß etwas wegen der Geschichte von Christa Whitney.
Ja, no. Danke. Weil Christa Whitney ist angekommen in mein Anheberklasse im Sommer von 2000 und wie viel, wenn, Christa? Das gewinnt 8? 2007. 2007. Sommer 2007. Mit 10 Jahren zurück. Mit 10 Jahren zurück hat Christa angeheben, Kimat on kein Jiddisch. In On kein Wort. On kein Wort? Also, Ja. Ich hab gelernt Aleph-Beis mit dir, David. Aleph-Beis, richtig. Gedenkst du noch das Lied? Nein. Darfst du singen. Ein anderes Mal. Danke, Jascha Koech, David. Dir zu bedanken. Und das ist gewesen der erste Sommerkurs, der erste intensive Sommerkurs, ich gedenke richtig, was der Bircher Center hat gehabt für die jüdische Sprache. In früheren Jahren seien gewesen Sommerkursen kleinere und sie seien nicht gewesen also mit dem Fokus auf der jüdischen Sprache. Und dann hat er angehört, dachte ich, in 2007 mit einem intensiven Sprachkurs. Und das ist ein ganz langer Kurs. Ja, Christa, das ist dafür 2 Chadashim, nein? Ja, 2 Chadashim, ja. Beschas Universitäten haben, zum Beispiel Columbia und Ivo haben damals gehabt, nur 6 Wochen haben wir im Bircher Center gehabt, die volle 2 Chadashim. Und in der Zeit hat sich Christa ausgelernt alt. Gemacht halt. Mit der Zeit zu bekommen, sei ihre Sache. Ich habe angeheuben, ja. Stark mit David, weiter zurück zu Bela. Du führst euch an mit Belas Jiddisch-Gruppe, ja? Nee, ich führe nicht an mit dem. Das ist eine Schmusgruppe und zum Glück, als Retter wegen der Schmusgruppe, was tut man in der Schmusgruppe? In der Schmusgruppe schmust sich. Also als der Kreis führt sich an von sich allein, kann man sagen. Aber ich komme ganz oft in den Schmuskreis und der Schmuskreis kommt sich zusammen, vielleicht sich zusammenkommen, sind herum 2000 oder viele ein bisschen früher kann sein als 1997, 98 etwas sein. Hat sich das angehört. Es hat sich geschaffen in dem Center und danach ist das geworden am Gegenüber bei Belen in Stub. Alle einmal eine Woche, alle Montag, Säger, kommt man sich zusammen in Beles Haus. Und der Kreis ist assoziiert, heißt es, mit dem Shalom Aleichem Center. Und es kommen von 4 bis 14, 15 Menschen, alle Woche zusammen, schon die 20 Jahre nach, was der Kreis existiert. Und Menschen rufen das einmal Beles Salon, weil es ist da gewesen bei ihrem Salon oder praktisch im Esszimmer herum dem Tisch von Esszimmer. Man setzt sich ausleben beim Tisch dort und man kommt schmutz nach Jiddisch und sie ist gewesen die Hauptattraktion in jener Zeit, die erste 20 Jahre von mehr oder weniger von dem Schmutzkreis. Aber mir führt es weiter an, viele asiatische nicht dort. Und das halten wir, es gewesen ihr Cholem, als sie hat gewusst, dass sie wird nicht ewig sein und sie hat sehr stark gewollt, als der Schmutzkreis soll weiter angehen. Und das ist nicht nur gewesen ihr Begehr, nur der Begehr von den Beteiligten im Schmutzkreis. Verantwortliche Menschen, was komischen Tage, die über 2 Jahrzehnte und wollten nicht geklärt, sie wollten nicht eingefallen, zu tun etwas anderes in der Montag einzusägen. Der Schmutz herum, Beiler Gottesmanns Tisch in Esszimmer auf Cambridge Avenue, Schmutz auf Jiddisch. Sie hat euch gehabt einen Schreibkreis, meine ich, ja? Ja. Sie hat euch geschaffen einen Schreibkreis. Was geht euch weiter? Ich bin nicht sicher, ich weiß nicht wegen dem Jetzt von dem Schreibkreis, aber ein Schreibkreis hat sie geschaffen noch in die 80er Jahren. Und ich denke das, weil das ist gewesen bei Jugendruf. Und das ist gewesen, wollte ich gesagt, in die Mitte 1980er, ich bin noch gewesen am Mittelschultalmud und ich bin nicht gewesen kein Schreiber damals und ich bin gewiss nicht gewesen kein belletristischer Schreiber, aber ich vielleicht von deswegen kommen und hören, wie sie hört euch wie andere lehnen vor sehr neue Werk
und sie pflegt geben Kritik, professionelle Kritik auf Belletristik, auf Lieder und das ist gewesen der Ricker im Büro von Jugendruf in die 80er. Und das hat gerufen der Schreibkreis, der jüdische Schreibkreis bei Jugendruf. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass das existiert, also das geht weiter an, aber das kann sein. Ja, ich bekomme Blitzbrieflich wegen dem. Aha. Wunderlich. Du, zu lieb begrenzt der Zeit, müssen wir sich abstellen, aber ich will demutigen dem Eulam, man soll sich wenden zu yiddishbookcenter.org/Bela-Film. Und als man wird geben Geld und Tomer geht es nicht, als man hat nicht kein Geld, riskiert man gar nicht. Man wird gar nicht bezahlen. Man wird gar nicht Geld ausgeben. Ja. Aber das, hoffentlich wird das nicht geschehen. Es soll sein mit dem rechten Fuß, Christa. Dank euch beiden. Danke dir, Christa. Ein wunderlicher Projekt. Seid alle gesund. Seid gesund. Bye, Seid gesund. Wie ist es, wenn die bist stehen geblieben, gekickt sich, als schier nicht zu spät, schier nicht verloren, schier nicht verloren. Wir kommen zu Asaf von unserem Programm, das Jiddische Kol. Ich will bedanken meine Gäste, Raphael Finkel und Christa Whitney. Und einen großen Dank, David Brown, für seine Beteiligung in Christas Interview. Hört weiter ein bisschen von Musik von Bela Schechter Gottesman, Sommertag und Harpslied. Euch zugen. In a stille Fartum, wis warm das Licht, wenn die Zimmer weg is weg, der Zimmertog Liebe, vergrut in a Schkie, wie in a Heck, in es schäpschet die Werbe, für de Winden gewiegte, a Bänken die Klie, für die Zimmerte. Es ist Herbst und was gegrient für Geld verwähnet. Es ist Herbst und was gebliet für Geld. Und ich was gemeint sie ständig Frühling und ich halt in Hand die ganze Ewigkeit. Oh, fallen dicke Blätter, oh, fliehen dicke Tee, oh, wie will ich jetzt der Blongen, wenn es liegt Gedicht der Neppel auf mein Weg. Krakenvögel, sagen treurig sei gesund dir, krächzt den Fenster uns, klagt der Wind. Oh, wie wollt ich jetzt da weg von dannen,
so na Breg, wie noch der Frühling grint. Oh, oh, fallige Blätter, oh, oh, flindige Tag, oh, oh, wie will ich jetzt erblongen, wenn es liegt dir der Nebel auf mein Weg. Flieht der Regen, a Galopp auf wilden Pferdl, räumt mir einer Sog, hat mich hot. Zu wo darfst du warten auf den Frühling, als es hat Ross in a volle Koischen Gold. Oh, fallen dicke Blätter, oh, fliehen dicke Tag, oh, wie will ich jetzt der Blonde